Yes, vielen Dank, Debbie. Hey, wir freuen uns riesig, hier noch im Studio ein bisschen Zeit verbringen zu dürfen mit Leo. Herzlich willkommen, Leo. Danke für diese gewaltige Message. Ich war wirklich unglaublich inspiriert und einfach motiviert auch. Du hattest so ein Feuer heute Morgen. Es war wirklich so, ja, es war wirklich ermutigend. Also wenn du diese Message noch nicht geguckt hast, dann schau dir die unbedingt noch an, weil die ist wirklich, wirklich einfach weltbewegend, weil das, was Jesus gemacht hat und dass er auch verstanden ist weltbewegend. Und ganz kurz vielleicht nochmal knackig zusammengefasst für uns. Warum ist Jesus auferstanden? In allen Dokumenten ist ja eigentlich, Paulus bringt es eigentlich vom Ereignis zu dem ersten Brief, die kürzeste Zeitspannung von je einem Dokument, das jemals gegeben hat, in der ganzen Weltgeschichte, by the way. Und er schreibt eigentlich immer über diese Auferstehung, die eben auch geschehen ist. Und Jesus ist Leuten begegnet, mit anderen Worten, nicht einfach nur so heimlich, sondern er ist Leuten begegnet und hat sich offenbart. Und das ging dann wie ein Lauffeuer durch die Welt. Man konnte das nicht mehr stoppen. Das finde ich eben interessant. Ja. Ich war fasziniert von dieser Passage, einfach nochmal neu, dass Hunderte von Menschen Jesus wirklich gesehen haben und eben der Paulus sagte dann auch, die leben noch, also die kannst du sogar fragen, oder? Und das ist schon faszinierend, einfach zu sehen, was da abging. Du hast auch über diese Auferstehungskraft gesprochen in deiner Message und ich möchte da noch ein bisschen reingehen. Du hast über diesen Heiligen Geist gesprochen, der in uns wohnt, dass wir so wandelnde Tempel sind und du hast gesagt, ja, alle haben Zugang zu diesem Heiligen Geist. Ganz konkret, wie kriege ich den? Was muss ich tun? Also an dem Tag, wo man gläubig wird, kommt auch der Heilige Geist in dein Leben, weil theologisch wohnt ja der Heilige Geist in uns und nicht Jesus. Das heißt, er wohnt in uns und es beginnt uns zu lehren, uns zu leiten, uns zu führen. Das ist dieses Element, wo du Gott so richtig spürst. Und das finde ich mega faszinierend. Natürlich dann die Geistesgaben ist etwas, was man dann auch ein bisschen entdecken kann über die Jahre. Aber ich sage immer, hast du die Gabe der Heilung, bete einfach mal für die Kranken. Also ich sage immer, es kann nicht schlimmer werden. Also die Gefahr, dass die Chance, dass etwas besser wird, ist schon mal 100%ig da. Come on. Und du hast eben darüber gesprochen, oder? Wir sind so wandelnde Tempel von der Gegenwart Gottes. Und du hast über dieses Feuer in uns, auch in Jeremia, diese Stelle, das Feuer, das brennt in allen von uns, denn wir jetzt den Heiligen Geist haben und wir haben Grund zur Freude. Wir sind eigentlich angesteckt, mit Freude unterwegs zu sein. Jetzt ich habe da eine Frage mal. Also, was mache ich, wenn ich jetzt das nicht so erlebe? Wir haben vorher kurz gesprochen, es ist Januar, es ist grau, nass und ich stehe jetzt ganz ehrlich gesagt nicht jeden Morgen auf und denke, come on somebody, wie gehe ich damit drauf? Oder vielleicht auch, wie kann ich damit da einfach wachsen auch, in dem unterwegs zu sein? Also generell ist es mal so, es gibt ja auch Seasons im Leben, mal bessere, mal schlechtere. Aber es ist nicht so, dass in einer schlechten Phase, wo ich das Gefühl habe, niemand spürt, niemand merkt, dass das der Fall ist. Es ist nicht so, weil es ist ja so, wenn du zum Beispiel im Raum bist und jemand kommt hinein, manchmal spürst du sofort, das ist etwas Unreines. Das ist einfach so, man kann das nicht so beim Namen nennen. Das Gleiche, wenn ein Christ reinkommt, man spürt, dass das anders. Er redet anders, er denkt anders, fühlt anders. Und das ist auch bei schlechten Tagen, by the way, so. Also Gott verlässt uns nicht einfach plötzlich. So die Gefühle finde ich immer nur bedingt relevant. Ja. Verstehst du? Da macht man oft einen Fehler. Gott sagt auch, wenn du schwach bist, ist er stark in uns. Also den Moment, den gebraucht Gott immer. Das andere ist, mir einfach bewusst zu machen, dass man nicht vergisst, diesen Moment, wo man Jesus erlebt hat. Den darf man nicht vergessen, weil die Bibel sagt, man vergisst nicht, woher ihr kommt. Ihr kamt aus Ägypten, ihr wart Sklaven, jetzt seid ihr frei. Geht nicht wieder zurück in eure Versklavtheit. Also man darf die Geschichte nicht vergessen. Das ist etwas, was ich mir immer bewusst bin. Und das andere, sage ich immer wieder, der heutige Tag ist es nicht wert, dass jetzt mal der Nebel und das Januarloch mich total runterzieht. Also ich finde, da kann man manchmal auch ein bisschen gegensteuern. Ja. Also auch eine bewusste Entscheidung, sich zu öffnen für diese Auferstehungskraft. Ja, zu öffnen, das ist das eine, aber auch wenn du das Gefühl hast, du spürst Gott nicht so, heißt nicht, dass Gott nicht wirkt. Also das ist ein totaler Denkfehler. Dann ist es wieder Leistung und das ist nicht so, weil Leute spüren, wie gesagt, über längere Zeit. Also Leute, die dir nahe sind, die erleben dich ja über längere Zeit und die merken schon, das ist wirklich anders, der zieht das auch durch. Du hast auch deine Story erzählt, wie du Gott erlebt und gehört hast, auch eben in der Schule, glaube ich, war es, oder? Und hast deine Freunde gerufen und ihnen von Jesus erzählt. Wenn ich jetzt vielleicht Gottes Stimme noch nicht so höre oder vielleicht so erlebe,
was kann ich machen, damit ich Gott oder den Heiligen Geist in meinem Leben mehr hören kann? Also ich sage immer so, das ist jetzt ein einschneidendes Erlebnis wie bei Paulus, das war bei mir so, es war auch bei Moses so, aber dann ist natürlich dann so, dann gibt es kein, ja, ich prüfe das einmal, dann gibt es nur noch iss oder stirb. Also diese Momente gibt es im Leben nicht andauernd, das sind so Berufungsmomente. Und das andere ist einfach das täglich auf Gott hören, das ist ein Gefühl, das ist eine Stimme, das ist eine Wahrnehmung, da muss man einfach lernen, sensibel zu werden, nicht denken, ja komm jetzt, jetzt denke ich an die Person, weil ich habe sie gesehen, ja immerhin. Und einfach da ein bisschen mutiger zu sein, auch das zu tun, was man in dem Moment wie spürt oder fühlt. Und je mehr man das macht, desto sensibler wird man dann auch ein bisschen für das Übernatürliche und auch das Wirken Gottes. Das eine, wie gesagt, ist ein Berufungsmoment, der geschieht vielleicht 1-, 2-mal, wenn überhaupt, gell? Und der Rest ist eigentlich so das tägliche Spüren, Fühlen von Gott. Hey, ich liebe es auch, dass Gott uns einfach diese Dokumente eben aufbewahrt hat, wo wir auch darüber gesprochen haben heute Morgen, dass wir die Bibel haben und er auch sich dort offenbart uns und dass wir dort einfach über ihn auch mehr lernen können. Und ich liebe auch dieses... Jo, noch eine Sache, ich will jetzt nicht mal sagen, was ich krass finde in der Bibel, Leute können sagen, was sie wollen. Ist nicht krass, also wenn du beginnst die Bibel zu lesen, ist nicht, dass ich die Bibel lese. Die Bibel gebindet mich zu lesen. Also es gibt kein anderes Buch, wo das auslöst wie die Bibel. Du merkst die Inspiration vom Heiligen Geist. Die ist wirklich einfach da. Du öffnest einen Text und es spricht zu dir. Mega krass. Das finde ich in keinem anderen Buch. Ja, das ist wirklich faszinierend an der Bibel und ich merke, es ist so ein vielfältiges und spannendes Buch. Ich bin selber gerade die Bibel wieder am Durchhören und es gibt einfach immer wieder was Neues zu entdecken. Das fasziniert mich auch an der Bibel. Es ist nie fertig, es geht immer tiefer, du kannst immer noch mehr graben. Und ich finde das Buch, das du und Susan geschrieben haben, mega hilfreich dabei, weil es so inspirierende Tipps hat, ganz konkret, ganz verschiedene Impulse einfach, wie man vielleicht auch neu mal eintauchen kann. Mega cooles Buch. Ich empfehle dir das von ganzem Herzen, dir das mal reinzuziehen, wenn du es noch nicht hast. Und ich danke dir, Leo, dass du da warst am Start im Studio. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich wünsche dir Gottes Segen und ich freue mich, dich nächste Woche wieder am Start zu sehen an der Celebration. Bis dann, Gottes Segen. Genau. So ist es.